Ich unterrichte jetzt Gebärdensprache für euch. Also, du bist das Pferd. Dein Gebärdenname ist Nilpferd und du daneben bist der Bär. Meine größte Sorge war die Kommunikation mit meiner Tochter. Sie ist taub geboren, ich bin hörend, wir haben keine gemeinsame Kommunikation. Sie kann mir nichts von ihrem Tag erzählen, wenn sie aus der Kita kommt. Ich kann ihr die Welt nicht erklären. Das ist Fragen, die Kinder stellen. Wie funktioniert das Wetter? Warum regnet es? Kann ich alle nicht beantworten. Mein Gefühl war, also ich würde heute noch heulen, weil es ganz, ganz schrecklich war, diese Situation. Ja, das hier kann man gut gebärden. Das hier, so naja. Das hier, der wird besser. Die beiden hier, bei denen ist gleich. Der hier braucht noch viel Übung. Und der da kann gebärden. Meine Tochter Annabelle ist gehörlos zur Welt gekommen mit dem Charge-Syndrom. Sie wurde innerhalb des ersten Lebensjahres mit 2 CIs implantiert, mit 8 Monaten auf der rechten Seite und mit 12 Monaten auf der linken Seite. Die erste Kommunikationsform, zu der uns geraten wurde, war natürlich aufgrund der C-Implantation lautsprachlich mit Annabelle zu kommunizieren. Das haben wir auch getan. Wir sind eine hörende Familie und haben natürlich die Hoffnung gehabt, dass Annabelle durch die CIs hört. Gebärdensprachliche Förderung haben die Ärzte abgelehnt. Kommunikation ganz am Anfang war tatsächlich der Klassiker mit Händen und Füßen, irgendwie. Also natürlich, man kuschelt, man nimmt Kontakt auf, irgendwie klappt es schon, aber das hat ja nichts mit einer Sprache zu tun gehabt. Das, ja, mit Händen und Füßen. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Was habt ihr bei der Hitze jetzt gemacht? In Hamburg war es auch so heiß. Wir waren einfach am Elbstrand. Viele hörende Eltern gehörloser Kinder machen sich Sorgen über die Entwicklung ihrer Kinder. Teilweise stellen sie auch Entwicklungsverzögerungen fest. Und der Grund dafür ist eben zu wenig sprachlicher Input. Also die Kinder werden technisch versorgt, die bekommen lautsprachlichen Input, aber der ist eben nicht ausreichend, um sich gut zu entwickeln. Die Eltern werden bei der Diagnosestellung von den Ärzten in der Regel lautsprachlich beraten. Es gibt keine Beratung in Bezug auf Gebärdensprache und die Eltern selbst haben da auch keine Informationen dazu. Sie können selber nicht gebärden, sie kennen keine gehörlosen Erwachsenen, sie haben keine Informationen über Gebärdensprache, Sprachentwicklung und so weiter und verlassen sich dann eigentlich auf den ärztlichen Rat und fördern ihr Kind rein lautsprachlich. Und dann stellen sie aber fest, dass die Kinder sich nicht so entwickeln sprachlich, wie sie sich das erwartet haben. Oh nein. Oh, ich glaube, das ist keine Regel. Entschuldigung.
Ein Vogel. Eine Ente. Damals wussten wir tatsächlich nicht, dass Annabelle gar keine Hörnerven hat. Es wurde das Neugeborenen-Hörscreening in der Klinik gemacht und es wurde auch eine Bera in Narkose gemacht, aber es war kein MRT gemacht worden vor der CI-Implantation. Ja, stimmt. Die Ärzte haben die Gebärdensprache komplett abgelehnt. Und die Konsequenz daraus war, dass wir natürlich versucht haben, mit der Lautsprache weiterzumachen, aber eigentlich Annabelle keine Kommunikation hatte, keine Sprache. Hat dazu natürlich geführt, dass Annabelle 2,5 Jahre ohne Kommunikation aufgewachsen ist, was eigentlich unvorstellbar ist, total schrecklich. Nicht mit seinem Kind zu kommunizieren und das Kind eigentlich auch nicht mit mir. Ich gehe in der Geschichte ein ganz kleines Stück zurück. Ich bin damals ein Jahr in der Highschool in den USA gewesen und habe da American Sign Language gelernt. Somit waren ein paar Brocken Gebärdensprache da. Und wir haben aber dann das ganz große Glück gehabt, dass wir eine DGS-Dolmetscherin gefunden haben, die auch Sozialarbeiterin ist und uns sehr, sehr gut beraten hat und gesagt hat, das ist der Weg. Gebärdensprache lernen und so eine Kommunikation mit der Annabelle aufzubauen. Mein Beruf ist Assistentin. Ausbildung? Keine. Schule? Abitur. Erstmalig mit DGS in Kontakt gekommen ist Annabelle mit 2,5 Jahren. Da haben wir einzelne Wörter gegeben, wie beispielsweise Essen und Auto. Aber das bildet keine vollständigen Sätze. Das hat nichts mit Sprache zu tun an sich. Wir selbst haben die deutsche Gebärdensprache dann schrittweise gelernt, aber natürlich immer nur mit Annabelle. Also voraus waren wir ihr sprachlich nie und konnten auch kein sprachliches Vorbild sein für unsere Tochter. Ja, und das war halt einfach eine ganz, ganz schwierige Situation für alle in der Familie. Frühstück. 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 Diese Familie ist bei weitem kein Einzelfall. Wir kennen ganz viele Familien, wo der frühkindliche Zugang zu DGS fehlt und die einfach zu wenig sprachlichen Input haben. Und das nennt man dann auch Sprachentzug oder Sprachdeprivation und dieser kann von leicht bis schwer ausfallen. Zwiebel und Knoblauch. Brauchen wir auch. Dann können wir jetzt kochen. Was kochen wir? Wir kochen Tomaten. Tomatensauce. Tomaten. Was brauchen wir noch? Nudeln. Ich schau mal nach den Nudeln. Perfekt. Jetzt hol noch 2 Töpfe. Welche Töpfe? Schau mal dort unten. Die silbernen. Ja, dort. Wir haben damals den Einschulungstest gemacht, muss jedes Kind durchlaufen, bevor es in die Schule kommt. Und wir haben uns entschieden, Annabelle regelbeschulen zu lassen. Aber bei dem Einschulungstest war relativ schnell klar, dass Annabelle auf Fragen wie funktioniert ein Fahrrad oder welche Wochentage gibt es oder wie funktioniert das Wetter, tatsächlich nicht antworten konnte. Das hat ganz viel Frustrationspotenzial hervorgerufen, bei ihr, bei uns Eltern natürlich auch. Und es ist eine klare Benachteiligung einfach. Und das hat man ziemlich früh gesehen durch die sprachliche Entwicklungsverzögerung. Ich bin ja selbst Gebärdensprachdozentin für Hausgebärdensprachkurse. Ich besuche Familien, in denen Kindern kurz vor der Einschulung Basiswissen fehlt.
Sie können Verwandtschaftsbeziehungen wie das ist die Mutter, das ist der Onkel, das ist der Bruder nicht benennen. Taube Kinder tauber Eltern haben im Gegensatz dazu diese Kompetenzen. Jetzt lass uns mal wegen dem Lama-Hof morgen überlegen. Wie stellst du ihn dir vor? Eher groß oder klein? Wie viele Lamas haben die wohl? Was glaubst du? 10 oder 20, ich weiß nicht. 10 bis 20? Ui. Ich glaube, das macht viel Spaß. Meinst du, du kannst morgen die Lamas füttern? Oh ja, das will ich gern. Ich will füttern und auch streicheln. Auch streicheln? Wir zwei können schon ganz gut gebärden. Manchmal versteht Mama mich nicht. Aber das wird besser. Vom Mund ablesen kann ich nicht. Und sprechen auch nicht. Guten Appetit. Guten Appetit. Hast du gut gekocht? Meine Tochter war immer schon die treibende Kraft. Die war wissbegierig von Anfang an. Es war ein ganz klarer Augenmensch. Die hat alles aufgesogen, was sie gesehen hat. Und wir haben ganz schnell gemerkt, als sie die Gebärde Warum tatsächlich verstanden hat, dass sie durch die Welt läuft mit Warum. Die möchte alles wissen. Was ist ein Hund? Warum macht er das? Und wir als Eltern stehen da und konnten die Frage tatsächlich einfach nicht beantworten. Also unsere erste Lieblingsgebärde war tatsächlich keine Ahnung, weil das einfach, wie sollten wir das machen? Und nur mit zeigen reicht nicht. Das reichte auch der Annabelle nicht. Nur auf ein Buch zu zeigen, das war nicht genug. Das musste erklärt werden und ausführlich erklärt werden. Jetzt erzähl mal von der Schulprojektwoche. Ja, Was war das Thema? Gebärdensprache lernen. Projekt Gebärdenbilder. Genauer weiß ich es nicht. Ach, ihr habt es aufgenommen. Ja. Hallo, ich bin Annabelle. A-N-N-A-B-E-L-L. Ich bin 12 Jahre alt und wohne in Witten in Deutschland. Da ist es schön. So. Meine Familie ist hörend. Wir verstehen uns gut. Ich kommuniziere in Gebärdensprache und lerne. Ich bin mit Freunden in Kontakt. Die verhalten sich gut. Ich möchte voraus sein, die Erste. Weit voraus. Das wäre perfekt. Aber du möchtest voraus sein? Aber wie? Ich möchte mehr lernen. Aber die anderen verstehen nicht, wie ich gebärde. In der Schule, wo die Lehrer nicht gebärden können, klappt das nicht. Sprachliche Entwicklungsverzögerungen führen oft auch dazu, dass im sozial-emotionalen Bereich Entwicklungsverzögerungen stattfinden. Das ist zum Beispiel, wenn sich ein Kind verletzt und sich wehgetan hat und das andere Kind darüber lacht und im Prinzip nicht verstanden hat, dass es dem anderen Kind wehgetan hat und man eigentlich Mitleid haben könnte mit dem Kind, weil eben dieses Einfühlungsvermögen an der Stelle dann fehlt. Wir
haben einen Antrag beim Sozialamt gestellt auf gebärdensprachliche Förderung für uns Eltern, den Hausgebärdensprachkurs. Und der Antrag blieb einfach 2 Jahre liegen. Da tat sich nichts. Wir wollten sehr gerne einen Hausgebärdensprachkurs für die Annabelle haben, haben einen Antrag gestellt für die Kostenübernahme, weil das natürlich für eine Familie eine riesengroße finanzielle Belastung ist, die Kosten dafür zu tragen. Dieser wurde abgelehnt und wir haben dann 4 Jahre lang vor Gericht diesen Hausgebärdensprachkurs für unsere Tochter erstritten. Der Spracherwerb von 0 bis 6 Jahren ist so entscheidend, dass Kinder möglichst früh schon als Babys Zugang zur Gebärdensprache bekommen. Mit hörenden Kindern wird sofort gesprochen. Sie nehmen alles automatisch über die Ohren auf. Genauso muss das bei Taubenbabys sein. Mit ihnen muss man baldmöglichst gebärden. Sie saugen Sprache über die Augen auf, wie ein Schwamm. Das ist wichtig für die weitere Entwicklung. Nur Lautsprache und ab und zu ein paar eng gestreute Gebärden, so kann ein Kind keine Grammatik, keine vollständige Sprache erwerben. Da besteht die Gefahr von Verzögerungen. Hi! Lass uns reingehen. Los geht's. Was machen wir heute? Was? Ich freue mich so, hier zu sein. Ein Spiel. Klar, ein Spiel. Her damit. Ha, das kenne ich. Zu Hause spielen wir das auch immer. Ich liebe es. Da muss man ganz schnell denken und bauen. Du fängst an. Spielst du? Du zuerst. Okay. Okay, los geht's. Da, schau. Gut. Top. Aus, vorbei. Uah. Gut, bravo. Weiter, weiter. Großartig. Weiter, weiter. Läuft sie noch? Ja, weiter. Schnell. Schluss. Hier muss man alles aufbauen. Das muss schnell gehen. Und wenn man das schnell macht, dann gewinnt man. Viel spielen ist toll. Nehmen wir 2 Kinder. Eins lernt erst spät Gebärdensprache, das andere von klein auf. Beide werden größer. Im Alter von 10 Jahren sieht man dann den großen Unterschied. Das Kind, das von klein auf gebärdet, nimmt schnell Sprache auf, hat einen großen, stets wachsenden Wortschatz. Und das andere, ja, hängt hinterher und muss gefördert werden, um aufzuholen. So, jetzt, wie viele Karten sind das? 4. Dann bekomme ich 4 Punkte. Gleichstand, jeder 4. Ich bin dran. Auf 3. Aufgrund der sprachlichen Entwicklungsverzögerung haben wir gemerkt, dass Annabelle in den sozial-emotionalen Kompetenzen ein bisschen Unterstützung benötigt und haben da im Rahmen des Hausgebärdensprachkurses einen Teilbereich angefangen zu bearbeiten, Theory of Mind. Und da geht es hauptsächlich darum, fremde und eigene Gefühle wahrnehmen zu können und beschreiben zu können. Gut. Erzähl mir doch noch mal, was die Einzelnen bedeuten. Was ist das Grüne für 1? Das ist glücklich. Glücklich? Und das Rosane hier? Liebe. Liebe. Hellblau? Weint. Das weint. Und gelb? Das ist froh. Freude. Das da? Das ist eine Mischung. Genau, die gemischten Gefühle. Das da? Das da hat Angst. Ja, Angst. Und das ist sauer. Gut, okay.
Ich habe jetzt eine Frage an dich. Du bist ja nach Duderstadt gefahren, stimmt's? Da waren ja viele dort. Welches Gefühl passt da dazu? Wähl eins aus. Warum? War schön. Gespielt, Fotos gemacht. Bisschen langweilig. Aber es hat mir gut gefallen. Das Essen war gut. Hab mich wohl gefühlt. Das Essen war gut? Ja, lecker. Noch eine andere Frage. Du hast ja in Duderstadt übernachtet. Was passt da? Das Frohe. Warum? Es war so schön warm. Ach, unter der Bettdecke? Ja, war so kuschelig. Ah, okay. War die Matratze weich? War die gut? Ja, perfekt. Also viel Positives. Gut, schön. Freust du dich schon? Ja. Jetzt geht's zum Lamahof. Juhu! Los geht's! Brauchen wir 2 Stunden? Wir fahren jetzt ungefähr 20 Minuten. Hallo! Herzlich willkommen bei den Revierlamas. Ich freue mich total, dass du da bist. Komm mal mit. Ja? Ich habe den Lamahof im Internet gefunden. Die bieten tiergestützte Therapie an. Und das ist wichtig für die TOM, Theory of Mind. So können soziale Kompetenzen geübt werden. Da hilft der Lamahof mit der tiergestützten Therapie. Schauen wir mal, wie das so wird. So, ich gehe mal rüber, ein bisschen zu den Lamas und ihr könnt mit mir kommen. Ja? Ich lasse mal jetzt nur die 2 hier drin. Sonst wird's ein bisschen. So, und dann dürft ihr hier. Jetzt gehen wir links. Diesen Trampel da entlang. Weil wir gerade auf Der Aufwand für die Eltern, Sprachdeprivation entgegenzuwirken oder dem etwas entgegenzusetzen, ist einfach enorm. Und nur einige Eltern schaffen das, viele Eltern schaffen das nicht. Die haben die Kapazität nicht, die haben die Zeit nicht, die haben das Wissen nicht, die haben das Netzwerk nicht und sind eigentlich damit komplett überfordert. Wir sind eine große Runde gelaufen. Es hat ganz schön gezogen. Da musste man ruhig bleiben. Ich habe kurz die Leine losgelassen. Man muss wirklich gut festhalten. Dann sind wir weitergelaufen und da war ein Hund. Und das Lama hatte Angst. Und dann sind wir weitergelaufen und jetzt wieder da.
Das ist ein ganz bunter Mix von Gefühlen. Ganz oft bin ich frustriert. Ich bin wütend, dass alles so anstrengend sein muss, dass man Sachen 500 Mal erklären muss für Ämter, obwohl die Sache an sich gleich bleibt. Ich bin traurig. Ich bin am Rande der Verzweiflung tatsächlich ganz oft, weil das einfach so anstrengend ist. Es laugt aus. Es laugt einfach aus. Wir vom Bundeselternverband Gehörloser Kinder wollen eine verpflichtende Beratung für Eltern mit neutralen Informationen zu Laut- und Gebärdensprache, ehe diese sich für einen Weg entscheiden. Genauso wie es eine solche Beratungspflicht bei einem Schwangerschaftsabbruch gibt, vor einer Entscheidung. Stimmt. Wichtig sind außerdem bilinguale Angebote. Die Frühförderung muss bilingual sein. Ich wünsche mir für die Annabelle, dass sie ihre starke Persönlichkeit, die sie jetzt schon hat, einfach weiterführt und noch viel stärker wird. Dass sie später ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben vor allen Dingen führen kann. Dass sie Unterstützung natürlich erhält, aber nur zu dem Maße, in dem sie das wirklich braucht, weil wir den Rest beigesteuert haben. Und ich versuche ganz viel auszugleichen, was an anderer Stelle nicht möglich ist. Ich wünsche mir aber auch ganz viele andere mutige Eltern, die natürlich im Moment noch einen Kampf auf sich nehmen müssen. Aber für die Zukunft wird es hoffentlich alles viel leichter mit den Behörden. Das wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir einfach nicht mehr so krass kämpfen müssen. Mein Wunsch ist, dass alle Menschen Gebärdensprache können. Und mein Berufswunsch ist Tierpflegerin.